muss für mich noch etwas fangen. Ich habe einen grusigen Hunger. Dann ist die Lauenmutter im Busch verschwunden. Der kleine Lau hat vorher noch nie ein Zebra gesehen. Er hat ein bisschen an ihm herumgeschnuppert und es von allen Seiten angeschaut. Ein spässiger Nacht, streifelt. Oh, und da ist sicher etwas Gutes. Und ein grosser Mocken. Wo der Hieronymus angefangen hat, am linken Öhrli vom Zebra umzuschlecken, ist das Zebra verwacht, hat der kleine Lau ganz verschrocken angeschaut und gerufen: «Bitte, bitte, fress mich nicht! Ich habe so Angst! Bitte, bitte, fress mich nicht!» Das Zebra hat so laut angefangen zu schluchzen, dass der kleine Lau vor lauter Verbarmen mitgebrüllt hat. Dann hat er zuerst dem Zebra und nachher sich selber mit dem Schwanzzöteli Tränen abputzt und gesagt: «Du musst keine Angst haben. Ich fress dich sicher nicht, wenn du nicht gern hast. Weisst, ich habe ja nicht gewusst, dass du noch lebendig bist.» Da bin ich jetzt aber schon noch froh. Dann wollen wir gute Freunde sein und miteinander spielen. Kannst du shooten? «Nein.» Nicht? Warte, dann zeig das. Hast du einen Bullen? Weißt du, so einen braunen Schutti-Bullen? «Nein, das habe ich nicht.»